Geld wird. Merci, Herr Präsident. An de letzte Main gouf ganz viel über Defensebonds geschwert, die der Lützeburger Staat herausgehen hat. Das Defensebond haben sich ausschließlich auf Privatleute gerichtet. Ziel wäre, für die Verteidigungsausgaben zu finanzieren. Der sogenannte Defensebond, der vom 15. Januar an gezeichnet ging, hat ein Gesamtvolumen von 150 Millionen Euro, aber wie wir heute wissen, ein richtiger Succès. Die Schuldscheine vom Lützeburger Staat werden am Manner wie 24 Stunden ausverkauft. Auch der Finanzminister war überrascht, wie sehr das gegangen wäre. Ob eng Frau vom honorablen Herr Fayo hin hat der Minister präzisiert, dass über 90% von Investisseuren Residenten aus Lützeburg wären. Das beweist, dass es bei uns zu Lützeburg eng real und konkret Nachfrage für so ein Produkt. Ein Finanzprodukt respektive ein Spurprodukt mit einem Mindestinvest, den auch für Kleinspurer zugänglich ist. Dabei ist das Modell der Staatsobligationen keine Lützeburger Erfindung. An den USA gibt es seit Jahren ein Teil der militärischen Ausgaben über Bonds finanziert. An Italien wurden an der Covid-Pandemie Staatsobligationen für das Grand Public abgelöst, für die Bekämpfung der Covid-Krise und dann auch die wirtschaftliche Relance zu finanzieren. Ein anderes Beispiel kommt aus Japan. Da haben die Autoritäten nach dem Tsunami von 2011 ein Reconstruction Support Bond herausgegeben, für den Abbau von den Infrastrukturen zu unterstützen. Auch in Deutschland geht es um kommunalem Niveau die sogenannten Bürgeranleihen, mit denen Städte und Gemeinden hier Lokalinfrastrukturprojekte zusammen mit ihren Bürgern finanzieren können. Herr Präsident, Bereiche, wo diese Instrumente angesagt gehen, sind also ganz divers. Nach dem Succès vom Defensebond stellt sich natürlich die Frage, ob dieses Modell bei uns am Land nicht auch andere Politikbereiche kennt, betreffen. Für allem, ja, zum Beispiel, für allem, wenn ihr wisst, dass aktuell ein rund 33 Milliarden Euro an Depot-Wühen auf der Bank liegen. Suen, die ihr könnt für Investissementer mobilisieren, unter der Voraussetzung natürlich, dass die Konditionen von der Steh stimmen. Der Finanzminister hat das mitgeteilt, dass sein Ministerium um Succès vom Defensebond eine Analyse möchte, um zu gucken, ob Bereitschaft bei den Spuren am Land besteht, auch in Zukunft an so Staatsobligationen zu investieren. Dafür mich fragen, was sind die Konklusionen von der Analyse, die der Finanzminister nach dem Succès vom Defensebond angekündigt hat? Wie stehen die Banken zu diesem Produkt? Gesagt die Regierung am Modell von der Staatsobligationen ein strukturelles Instrument für die Zukunft oder werden Defensebond echter ein One-Shot? Könnt ihr euch vorstellen, so Obligationen am Bereich vom Wohnungsbau anzusetzen, für die Finanzierung von bezahlbarem Wohnraum zu stärken? Als Doppellehe von Green Bonds für die Energietransition oder für Klimainvestissementer eine konkrete Option? Könnte noch andere Bereiche wie Straßeninfrastrukturen, Digitalisierung oder Gesundheitswesen auf Frage kommen? Oder gibt es Limiten für die von Defensebond auch auf andere Bereiche auszubauen? Gibt es schon konkret ein neues Szenario geschafft, für weitere thematische Staatsobligationen abzulehnen? So nicht, merci. Merci auch an den Finanzminister, den Herr Gilles Roth, hat ein Lotwort. Herr Präsident, die Damen und Herren Deputierten, ich will für die erste Mal dem Merci sagen für das erweitert froh, weil man auch erlaubt, eine Bilanz zu ziehen über die sogenannten Defense-Bond und schwenkt die Regierung an den Finanzminister selber, wie das der Gesetz war, der gestimmt hat, für die Steuerbefreiung zu assurieren, aus der Chambre gegen die wir dem auch Rechenschaft schuldig. Ich meine, Politiker sind immer dafür Resultate über neu, wer auch zu liefern, für die Leute, mit von allem auch Mathe-Leute. Und dafür haben wir genau aus der Ursache den Defensebond, also Verteidigungsobligation,
von 150 Millionen Euro gemacht. Den Defensebond den erst den 15. Januar lanciert ging, an d'Obligation war, muss ich so an allen Hinsichten e großen Succès. Weil Manner wie 24 Stunden war alles verkauft. An verschiedene Banken schon bannend e pur Stunden. An dat no der echte Informationskampagne, die am Dezember gemerk gouf, an sogar eier den To iwwerhaupt bekannt war vun dem Defensebond. En To den ass dem no e wichtigen, mé fir allem net den einzigen Faktor, den d'Leit geguckt hunn. Lützeburg as auch dat echten Land, europäisch Land am 21. der zu eng Obligation herausgehen huet. Bürger konnten sich eigentlich so auch unter Verteidigung beteiligen, aber gleichzeitig haben sie auch in interessanten Produkte von für dran zu investieren. Genau das will man ja auch an Europa mit der sogenannten Spur an Investitionsunion machen, Erspurtnis für sicher Investimenten mobilisieren, die Zukunft vorbereiten und schwenken die Zahl, die man da dem genannt wird, von den 34 Milliarden, die auf Spur an erweiterte Spurprodukte zu Lützeburg leihen, die schwätzt für sich. Beim Defensebond haben auch international gewiesen, dass Lützeburg ein innovativ Finanzplatz als 5 Banken wäre beteiligt. Das wird Spurkist BGL, Bill, Treibweisen an Ortbank de Luxemburg. D'Enveloppe von den 150 Millionen Euro gouf tisch diese Banken entsprechend ihren Marchesundeler auch abgedeelt. Spurkis konnte so 50 Millionen Euro Obligationen verkaufen, die 4 anderen Banken die hätten 25 Millionen. Nun Prinzip Premier Venu, Premier Servi. Am Ganzen, das fertig interessiert, tun 2380 Investisseuren mitgemacht, an Tranche von 100 oder von 1000 Euro. Und das wäre wichtig, für das auch die Leute, die Käse und dicke Portemonnaie haben, für zu investieren, sich konnte beteiligen. Und schwenken die Rechnung, die also auch abgegangen. Weil 15,4% von den Investisseuren haben Männer wie 100 oder Männer wie 10.000 Euro investiert. 41,8% haben zwischen 10.000 und 50.000 Euro investiert. 42,5% haben über 50.000 Euro investiert. 17,6% ja, die haben den maximalen Montant von 150.000 Euro geholt. Am Moyenne haben die Leute 65.000 Euro investiert. Es wäre also richtig, dass wir eine mit noch Urwen gesagt hätten. Für das auch Großinvestisseure können sie viel großen Teil geholt haben, zu Notteil von eigentlich alle guten den anderen Spuren. Den Durchschnittsalter von den Käfer, der liegt bei 50 Jahren, mit all Alter eigentlich dabei, und sogar ein wäre mit über 90 Jahren dabei. 96,7% von ihren fiskalen Wohnsitz zu Lützeburg, wer ihnen erlaubt hat, eigentlich der Zinsbesteuerung, also der Relibi, das sind die 20%, die beim Spurprodukt hat, für von der zu profitieren. Ein Interesse ist eigentlich quer durch die Gesellschaft gegangen. Es gibt also ein gestärkte Demand bei den Bürgern für einfach, sicher und auch transparent Investimentsprodukte. Hätte man nach mehr können verkaufen wie die 150 Millionen Euro. Auf alle Fall wäre der Retour, die Makruten, für viele Leute, die eigentlich enttäuscht wären, dass sie keine Defensebonde konnten kaufen. Aber wenn Medien ganz sehr gemeldet haben, dass die Bücher voll werden und noch viel interessiert, Leute sich auch normal als das nicht mehr gemeldet. Wir konnten also keine Oversubscription haben, wie bei Emissionen eigentlich von institutionellen Marschen. Bei den Banken gab es doch kein Wertelöscht. An der Basis von den Échangen zwischen der Trésorerie, also Staatstresorerie, an den Banken, hätte ich sicher können der 2- oder 3-fach in das Leid bringen. Demand für Bürgerobligationen vom Lützeburger Staat, der ist also klar da. Beim Defensebond kommen alle Elemente zusammen, klar objektiver, ein einfacher, noch für allem verständlichen Produkt, einen attraktiven Ton, an bei dem der Brutto auch der Netto war. An einer Laufzeit von 3 Jahren wird eigentlich auch nicht zu lang aus.
kann Ihnen sich diesen Erfolgsmodell, das wäre die Frage, die durch gestaltet an der Politik oder an andere Politikbereiche vorstellen. Ich gehe so und Antwort, die ist ganz klar, ja. Mit dem Defensebond konnten die Leute nicht just hier suchen, ob ein sicherer Platz investieren. Sie konnten sich auch für eine grosse Herausforderung von unserer Zeit engagieren. Die Herausforderungen, der gehen nicht aber mehr, zum Beispiel natürlich genannt, das Wohnen und auch die energetische Transition. Ich meine also, dass es heute in Lützeburg eine richtig spürige Demand gibt für einen weiteren Defensebond, mir genauso auch, mit der sie nicht stehen, dass dezidieren für einen Housingbond oder einen sogenannten Klimabond. Als Finanzminister ist es mir aber wichtig, dass alle Emissionen sich auch für allem an eine Kohärenzstrategie erschreibt. Die Lützeburger Schuld geht haut von allem von hochqualitativen institutionellen Investisseuren gehalten. Das sind europäische Institutionen, das sind Zentralbanken, das sind Banken, mit das sind aber auch Assurancegesellschaften. Der großen Deal davon, den ist aus Europa, darunter sind noch Lützeburger Entitäten, mir just ganz wenig natürlich privat Leid. An Hai Hummer Möglichkeit also der Sput für eine Investorbasis zu verbreitern. Der Staat finanziert sich an der Regel für allem langfristig für auch Visibilität zu haben, 10 Jahre. Und nicht die 3, die wir hatten, also sicher Standard. Und das ist auch das, was echt die institutionellen Investisseuren interessiert. Bürgerobligationen die decken echt mit kurz Laufzeiten auf. Auch in Zukunft wird der Staat sich hauptsächlich über institutionelle Obligationen finanzieren, gerade für Großmontern auch über eine längere Laufzeit sicherzustellen. Und dafür will ich auch sagen, dass nach diesem Monat die Tresorerie vom Staat einen weiteren Emprunt von 2 Milliarden wird herausgehen, für die Liquidität vom Staat zu verstärken, aber auch für ausstehende Emprunts, die auslaufen, für die zu refinanzieren. Ich meine, dass mit dem Finanzierungsmix auch Platz für weitere Retail, also Obligationen, die dem Privatinvestisseur zugänglich wären. Dafür will ich schon unterstreichen, dass demos schon Lützeburg das erste Land war, der sogenannte Sukuk rausgehen oder noch ein Sustainability Bond, also Nachhaltigkeitsbond. Wenn schon bei das will, da können wir die sogenannten Retail Bonds, also für Privatspurer, können wir die oder Investisseure können wir die auch ausbauen. Der gesetzliche Kader, den wir haben, die sieht, dass Emprunt just dafür gemerkt gehen für Investissementen und nicht für Subsidien. Aber wenn die Struktur von unserem Budget und noch von den Konten guckt, da sieht, dass wir mal viel mehr Suen investieren, wie die Herr No mehr Suen investieren, wie ein Defizit vom Staat eigentlich ist. Das ist Ernstes wie an anderen Ländern. Nur fordere mich zum Schluss, da habe ich gesehen, Zeit, die geht führen. Was sind da noch weiter konkret Pläne? Aber ich kann nicht sagen, dass die Regierung in einem neuen Maßnahmenpaket für den Wohnungsbau schafft. Du hast ein Housingbond für Kleinspurer ein mögliches Instrument. Die Leute könnten sich so direkt Finanzement für weitere Wohnungen beteiligen, die der Staat da kennt, verlohnen. Wir könnten, weil das eine Decision, die dem Regierungsrat für beherrschen, sondern selbstverständlich unter dem Kontrolle und auch unter der Approbation von der Chambre, wir könnten eigentlich als inspirieren und dem Defensebond für klare Objektiv, in diesem Fall der Wohnungsbau oder die energetische Transition, einen attraktiven Taux für den Marché, eine kurze Laufzeit, 3 bis 5 Jahre, weil Privatleute sich manchmal lang gerne bannen. An der Gesamtmonte und davon, das bleibt nach zu gucken. Ich kenne mir persönlich, das kann ich aber so ein gesamtes Volumen von 150 bis 250 Millionen für Stellen. So eine Emission, so ein klar, die könnt ihr nach diesem Jahr oder am Anfang von nächsten Jahr machen. Und ich engagiere mich auch schon immer Zeiten, die verschiedenen Optionen an der Finanzkommission von der Chambre vorstellen zu kommen. Nur im großen Erfolg, Herr Präsident, von diesem Defensebond, wollen wir zusammen mit der Chambre gucken, für neue Bürgerobligationen abzulehnen, für so auch in Zukunft zusammen zu finanzieren. Und das kann ich mir vorstellen, dass wir eine Win-Win-Situation
für das Land, mir für allem auch für Bürger. Und so ich merci für die Nolausstunde noch der Madame Adem nach ein Merci für hier froh.